Lass jetzt sein. Machen wir 12. Machen wir 12. Nein, Ja, 14. warum kann da keiner so outside the box denken, dass man dann sagt, ja, 1902 sind wir zwingen, machen wir 12. Ja, weil Speziell für Gastronomen fertig. Es sind ja schon 3 verschiedene Steuersätze. Ja, oh nein, die kennen die nicht bis 14. Was ist mit denen? Hau die Ehre, übrigens, der Biergeist, der Kani. Hau die Ehre. Ja, der ist ein eigener Podcast, der heißt Viva la Illusion, das ist der Flockiane. Yeah, hallo. Ja, der hat immer noch keine T-Shirts, die man kaufen kann. Und das ist Spesewirtschaft. Ohne T-Shirts. Ranzenwirtschaft. Die gute Ranzenwirtschaft. Ja, eine Ranzen Prost. durch Dancen auch. Was trinken wir heute? Kloster Melissengeist. Er hat weiß Pulver drin. Ja. Das ist die sogenannte Kokainhalbe. Kokain. Das macht jetzt in 2 Minuten den hier und dann steht alles. Lecker, Dann haut er wieder aus. Ich werde einen Flocki singen, wenn der auf Red Bull schon so eskaliert. Ja, das ist wirklich krass. Das war sicherlich eine Schau, ja. Da hätte ich sogar Geld dafür zahlen. Haben wir zur 100. Folge. Geil. Es habt's getrieben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Halloween war. Habt's noch? Habt's gesoffen? Ja. Nein, das gibt's bei uns nicht. Das ist so, ich warte so krass auf den Tag, wo irgendwann langsam anfangen so, oh Gott, ich kann nicht mehr, es ist ab. Nein, ich war verdammt schlau, weil normalerweise konnte ich am nächsten Tag am Mittag schon nichts mehr essen. Also ich bin ja dann eigentlich schon recht fertig. Aber es ist halt so lang gegangen bis um 4:30, dass ich einfach um 11 wach war. Bei uns war es bis 10. Dann war ich noch, ja, aber dann war ich halt noch so voll, dass ich noch zu meinem Bruder gefahren bin zum Mittagessen. Und das ging noch. Das war jetzt praktisch gerade Geständnis, dass du betrunken Auto gefahren bist. War sehr schlau, Florian. Nein, deswegen war ich nüchtern. Was Stopp, das ist ein Grundgesetz. Ja. Natürlich über Hat's Beifahrer. Verkleidungen gegeben? Oh, das Beste, ja, es gab Verkleidungen, aber nicht von uns, wir haben uns nicht verkleidet, aber es war Schwul. so ein Bruchteil verkleidet und eine Verkleidung ist demnach rausgestochen und das war eine Flasche Bier mit alkoholfreiem Bier und das war das Gruseligste, was ich in dem Abend gesehen habe. Das war wirklich witzig. Oh Hab ich Gott, sehr daran alkoholfreie Bierwitze, ich möchte seinen Witz zurück und 2012 auch. ist immer noch witzig. Nee, was nicht. Doch, der ist witzig. Das einzig Witzige mit alkoholfreiem Bier ist der Spruch, ist wie seine Schwester lecken, schmeckt richtig, ist aber falsch. Das stimmt und selbst der kriegt schon 7 Tage gebraucht, langsam aber sicher. Die Schwester. Die alkoholfreie Schwester. Die alkoholfreie Schwester. Ja. Ihr habt's bei euch aneinander gedüdelt, oder? Nein, ich war zu Regensburg bei einem Kumpel eingeladen. Ausnahmsweise mal kein eigenes Festel gemacht. Kostüme? Ja, alle kostümiert. Ich habe einen Black Metal Vario gemacht. So. Stimmt, hab ich gesagt. Ach, der Vario. Ja, genau, Vario-Kostüm mit lila-gelben Corpse-Paint. War halt auch eher spontan, weil irgendwie war ich dieses Jahr nicht auf Kostümieren eingestellt und habe mich nicht beschäftigt und dann habe ich mir schnell eins ausgeliehen und habe mir gedacht, kannst jetzt nicht nur das Vario gehen, machst ein Black Metal Vario. Hast du so weiß-schwarz im Gesicht gemalt? Ja, gelb-lila. Vario so. seine Form sind gelb-lila. Ja, gut, das stimmt. Genau, und dann so ein bisschen so Panda-Bären-Look und umdrehtes Kreuz, was du siehst. Und ja, bei uns ist es bis Simmel gegangen. Und war auch, ich habe nicht viel Schlaf gehabt. Wir wollten jetzt erst fortgehen, dann haben wir doch bei uns zu Hause gedüdelt und Filme angeschaut. Letztes Mal haben wir, oder vorletztes Mal, oder irgendwann haben wir über den Rob Zombie Halloween geredet. Mhm. Also gut, Der erste auf alle Fälle. Gefällt mir gut. Ja, hat der mehrere gemacht. 2 Teile gibt es da. Echt? Ja. Das habe ich nicht gewusst. Beim zweiten ist so ein bisschen, da sind ständig so Traumsequenzen, wo dann irgendein Pferdl, Einhorn, was weiß ich, rumrennt. Da kannst du eigentlich nur die Kills sind ziemlich geil, aber ansonsten kannst du den zweiten einig. Und der Look von Michael Myers ist ja geil, aber ansonsten kannst du den zweiten ordentlich in die 1 Tonne treten. Ja, wir haben den ersten aber nicht schlecht gefunden und was haben wir noch geschaut? Den ersten Evil Dead. Also nicht den alten, sondern das erste Remake. Den habe ich damals. Ja, oder das Reboot. Das führt fort, die Geschichte. Echt? Draußen steht noch das Auto vom ersten Teil. Ist offiziell kein Remake. Also wir reden gerade von Tanz der 2013, Teufel. Genau. Und ich überlege jetzt gerade, was ist das 3 sitzt Tage her, wo ich den Film gesehen Die habe? Mia sitzt da mal drauf auf so einem Auto. Das ist das Auto von damals noch, von seiner Zeit. Und dass ich den Original das erste Mal richtig ungeschnitten gesehen habe, ist auch gar nicht so lange her, aber das ist mir nicht aufgefallen. Wahrscheinlich habe ich da schon wieder so viel halbe Bier in der Fotzen gehabt, dass Das ich ist, so, denke, das ist so geile Streiterei in der Horrorfilm-Community, weil manche so, Remake, dann, also der Fett Alvarez, der Regisseur vom 2013er, hat gesagt, es ist kein Remake, es ist praktisch so ein Reboot, Sequel, was weiß ich. 30 Jahre später. Und dann sagen halt Leute so, ja, aber mir ist das wurscht, das ist trotzdem ein Remake. Mir scheißegal, was der Regisseur sagt. Fick dich, Regisseur, das ist gar keine Ahnung. Ich hab's besser gewusst. Da muss ich schon sagen, den hab ich ein einziges Mal gesehen, den Evil Dead, den ersten. Ich nenne es jetzt einfach Reboot, ist mir wurscht. Ja, Riri. Nehmen wir es Riri. Den habe ich damals in Landau im Kino gesehen, das war 2013 und ich erinnere mich schon, dass es ein ziemliches Gorefest war, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der so
ich hab ihn am vorgestern gesehen, ob der so im Kino gelaufen ist, weil das ist schon ziemlich krass. Ja, also der ist ungeschnitten im Kino gelaufen, es gibt aber noch einen Extended Cut, der ein bisschen länger. Jetzt weiß ich nicht, was wir mir angeschaut haben, ob es der Extended war oder der normal, weil ich hab mir schon sehr viel gedacht, so, da ist man nicht recht verhängen geblieben. Wenn die andere, wenn sie sich die Hände wascht über dem Ding und dann patzt sie schwarzen Würstel. Das ist angenehm. Der ganze Film ist einfach nur, also das ist wirklich ein Gore-Fuck-Fest, Ja. das wirklich nur noch brutal ist eigentlich. Ja, Bläschel auseinanderschneiden. Das war richtig asozial. Richtig unangenehm. Brotschneider, das Ding da Ja. für den Arm. Ja, der Brotschneider schneidet sich den Arm und dann hängt er noch so drohen, fällt ihr dann runter, wenn es da steht. Und Die geile lauter so Fresse, Sachen. die sie sich aufschneidet. Die andere im Bart drin. Ja. Schönes Ding. Lauter so ziemlich, da haben wir schon gedacht, so, das habe ich so nicht in Erinnerung, dass er so brutal ist. Da muss ich sagen, der ist, einen zweiten ist auch noch nicht so lange her, Evil Dead Rise, der ist auch nicht schlecht, das ist ja auch Gore-Fuck-Fest hoch 1000, aber der erste ist Welten besser. 13 war schon ein bisschen brutaler. Da hat er ein wenig mehr Gas gegeben, was das so geht. Der zweite? Nein, der 13er. Also der erste. Ja, habe ich mir dann auch gedacht so. Am zweiten finde ich auf der psychischen Ebene krasserweise halt so heftig ist, dass Kinder gegen ihre Mom da praktisch kämpfen müssen. Das ist ziemlich asozial. Dass es nicht recht für Happy Ends gibt. Ja, genau. Aber sie werden zumindest wieder vereint. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, gut. Das ist halt ziemlich gut. Ja. Deswegen mal. Florian, was hast du einfach so geschaut? Oder hast du einfach Ich hab wieder Serie geschaut. Was weiß ich? Also, Ja, vom Herrn Fitzek, was ist denn der Fitzek? Ach, die dem Therapie, oder? Buchschreiber. Ja, auf Prime. Ja, hab ich gesehen. Und ist die was, weil die hab ich noch nicht angeschaut. Was aber geht's die da? wird- Was ist das? Therapie, Therapie, das ist sagt der praktisch, Titel. ja, Idiot. Was für Therapie? Eine Psychotherapie. Physiotherapie. Physiotherapie. Man massiert die Nein. ganze Zeit Leute, das ist voll spannend. Nein, okay. Sebastian Fitzek ist ein Buchautor, der schreibt ja so Thriller. Thriller. Driller. Der drillt die Leute. Ja. So Kriminaler ist Ja. das. Ein Kriminaler. Und das haben sie jetzt heute verfilmt in so einer Serie. Kriminaler. Aber ist nicht schlecht. Ich mag ja die Bücher schon, also die lese ich. Du lest. Ja, zwar nicht immer, aber manchmal. Disgusting. Wirklich lesen oder Hörbücher? Ich lese. Ich habe nicht so Bekannte, die sagen mir so, ich hab das Obwohl Buch du auch sagen gelesen. musst, es gibt ja vom Fitzek, glaube ich, 1 oder 2 Hörbücher, die aber auch auch mit sehr viel verschiedenen Sounds und Dingen hinterlegt sind. Also die sind wirklich, in Anführungszeichen, lebendiger als Immersiv. viele. Immersiv. Ja. Brauchen wir nicht weiter ausführen. Bin ich so der Hörbuchhörer. Da tue ich mich so hart. Ich zeichne momentan sehr viel am Zeichentablet, zwecks Jahresmerch und bla bla bla. Und da lasse ich immer irgendeinen Podcast, irgendwas nebenbei laufen. Und ich nehme es schon wahr, aber ich bin nie geistig dabei, so dass mir ganz wenig so. Und wenn ich mir dann Hörbücher anhöre, das habe ich mal probiert mit Harry Potter Hörbüchern und so weiter, so Sachen, die mir halt taugen. Ich habe dort nicht einmal 2 Minuten und dann ist mein Kopf irgendwo anders. Ja, aber sowas ist eher was fürs Auto. Also fürs Auto ist sowas ideal. Selbst im Auto, irgendwann das dauert genau 30 Sekunden, dann denkt mein Hirn an irgendwas anderes und immer wieder, jetzt habe ich die Hälfte einfach vergessen, muss ich wieder zurück, wo Ich muss auch selber lesen, weil Hörbücher, da bleibt bei mir auch nichts hängen. Also das mache ich schon. Wenn ich mal lese, hauptsächlich im Urlaub, ja, anders kriege ich es irgendwie nicht gebacken. Da ist es dann Gebaked, bitte mehr gebaked. Anglizismen. Ja, Bitte, ja. ich kriege es nicht gebaked. Gebaked. Da habe ich dann das Book in the hand In the what? In Le Ant. und dann wird reingereadet. Gereadet. Ja, richtig und ins dann Brain schaue ich's. eine readen. Ja. Ja. Da schaffe ich es dann, dass ich rundherum vergieße und nicht aufpasse und mein Hirn nicht sonst über was nachdenkt. Ich bin sehr leicht abzulenken. Ja, ehrlich. Oh, blaues Auto. Oh, PlayStation-Controller. Was haben wir gerade geredet? Keine Ahnung. Das ist, mir schon immer, das ist mir schon immer zum Verhängnis geworden, schon in der Schule, immer. Ich mach bei jedem, wenn mir beim Bewerbungsgespräch fragt, sind seine Schwächen absolute Leichtsinnsfehler. Innerhalb von einer Sekunde, wenn irgendwas interessantes ist, das, was ich gerade tue, bin ich raus. Und dann unterm Wörter schreiben. Vorbei. Warum sitze ich überhaupt hier? Warum bin ich da, ja? Alle 5 Minuten in der Arbeit fährt er dann in den Kopf, also die generelle Existenzfrage. Warum bin ich eigentlich da? Was ist denn das Leben? 42? 42. Was? Scheiß Bewerbungsgespräche. Ja. Ich habe mir uns gehört. Krass. Da wollte ich gar nicht sagen. Ja, ich weiß schon. Haben wir uns gehört, ja. Da bin ich drin gesessen und dann so, haben sie so Fragen und sagen, ja, wie geht's denn das eigentlich mit Überstunden um? Dann haut er seinen Nachbarn so auf, Überstunden. Also bei uns, da arbeitet man halt einfach. Also da hast du schon mal geschaut, wegen deine Überstunden oder wie. Und dann sage ich so, ist mir scheißegal, was es tat. Ich möchte wissen, ob ich Geld dafür kriege oder nicht. Ich bin ausgegangen und habe im Auto dann eine E-Mail geschrieben, es braucht es mir gar nicht zurückrufen, sage ich, komme nicht. Ich kann sagen, da hätte ich eine salutiert und gesagt, okay, tschüss. Also ich hatte mal so ein unseriöses
ekelhaftes Vorstellungsgespräch. Da bin ich dann trotzdem hingegangen, aus Verzweiflung. Aber Und es war bei uns. leider Beim nicht. Podcast. Beim Podcast, das Gespräch. Hallo! Hallo! Ich bin der Florian, erklären Sie mal was. Und dann haben wir gesagt, ja, der passt richtig gut rein. Wir stellen uns ja das vor, wie der Podcast läuft. Aufnehmen, einschmatzen, Playdrucker. Genau, so. Und ausmalen. Und ausrollen. Na, und hochladen. Ja, verzeih von dem. Das war ist schon lange her, das mag ich ja gar nicht ausführen, aber Ja, voll, hau voll Also, rein, das ist sicher interessant. ja. Ja, hau rein! Also da waren zwei Damen, die waren auch dann recht schick gekleidet und dann einigermaßen hergerichtet. Was du nicht von den Damen? Natürlich nicht Okay, Wie geht's hab denn ich eigentlich mit gewusst. sexueller Belästigung um? nackt. Was? Genau. Taugt euch das? Beide am Anlasser hingereiht. Darf Ja, ich wollte ich gerade jetzt Ja, erzählen, oder? Entschuldigung. Werden wir wieder Erzähl die geschimpft in die Story. Kommentare. Ja, Habt recht, ihr Wichser. Und ja, die eine, die war halt ganz normal und die andere, die hat halt, da hast du gesehen, die hat so Fingernägel gehabt, aber so 5 cm lang. Also so richtig übertrieben lang auch. Da wo du denkst, wie schreibt die überhaupt auf einer Tastatur? Wie wischst du das Arschloch aus? Das sind mir eher persönlich. Nein, du brauchst ja einfach kein Toilettenpapier. Ja, aber du greifst Toilettenpapier dann fast für mit dem aber du Finger. greifst das ja aus, es ist dir voll weh. Du greifst das Arschloch wund. Das stimmt. Jetzt hast du gefragt, was am Arschloch blüht. natürlich nicht. Blüten Sie, Entschuldigung, hätten Sie eine Frage für mich? Ja, jede Ja. Frage zu jener. Wie blüht wischen meine Sie sich den Chefin? Arsch aus und bluten Sie stark? Blüten Sie manchmal am Arschloch. Das mehr ich so gerne, das war so krass. Die ganze Zeit ein ultra seriöses Dingsbums-Gespräch und so weiter und alle voll aufdackeln und so weiter. Haben so Fragen, ja, blüten Sie eigentlich öfter am Arschloch? Wenn Sie sich in die Hose fassen, riechen Sie dann auch an sich. Wenn es keinen Bock mehr hast, dazu Du sollst Das eigentlich ist mal, schon wenn du geil. einen festen Job hast, einfach immer wieder Bewerbungsgespräche organisieren. Gerade für einen Blödsinn. Nur so eine Handykamera laufen Ja. lassen. Und immer so ein To-Do einbauen. Immer Ja. so Ja. irgendeine Scheiße. So Joko und Klaus-mäßig, dass der jemand vorsagt, was du fragen musst. Das war eigentlich auch mal saulustig, ja. Ja. Und dann weiter? Ja, und die eine, die war dann total, oder die hat versucht, seriös zu wirken und war dann auch ganz okay und die haben dann also diese Fragen gestellt, wo man sich dann auf längere Zeit sieht, warum man sich beworben hat, bla bla bla, das ganz Der normale typische Vorstellungsgespräch. Standard-Scheißdreck, ja. Aber das war okay und die andere ist daneben gesessen, das war aber ihr Chefin. Und hey, lecco mio. Also die hat nur so richtig... Da ist das Mikrofon übrigens. Oh. Hallo Mikrofon, ich bin der Flo. Und auf jeden Fall ist dann die dann so da gestanden und die hat nur so ganz halb durchsichtige Fragen gestellt, die wo auch so nicht ganz seriös waren und Zum ja, Beispiel? was ich auch so in meiner Freizeit mache und dann so richtig so ein bisschen, nicht freizügig, aber so ein bisschen aufdringlich schon und dann auch immer so, wenn du dann irgendwie was gesagt hast und dann kannst du ja mal so ein kleines Lachen, so ein aber dann so dieses und du sitzt da und denkst dir halt dein Maul! Du Fott. Aber Hättest du mitgelacht. da wo du dann wirklich gedacht hast, oh mein Gott, wo bin ich hier? Und das war schon extrem. Also das war extrem Ich unangenehm. hätte da eine Affäre am Arbeitsplatz gewittert, da hätte ich auf alle Fälle zugesagt. Auf gar keinen Fall, Warum nicht? aber ich will jetzt nicht ausschließen, dass sowas möglich gewesen wäre. Okay. Also nicht meinerseits. Okay. Auf einer Skala von 1 bis wir riskieren einen Job dafür, wie war die? Ja, sie nicht so, bin ich ehrlich. Aber ich wäre bereit gewesen. Ne? Ja, okay, Ey, passt. Ja. Ich schon. In der Not frisst der Teufel in der Ja, aber andersrum ist keine sexuelle Belästigung. Na, auf keinen Fall. Nein, ist er nicht. Ist auch nicht. Ja. Ich weiß, Männer meistens geil finden, wenn so gemacht wird. Ja. Nein. Endlich wieder mal! Genauso wie in der Schule nämlich eine Lehrerin zusammenhaut, dann kriegt er High Five, aber wenn ein Moor ein Dirndl zusammenhaut, dann wird er 85 Jahre eingesperrt. Ja. Zu Recht übrigens auch. Und Die meisten schaust du mit den Lehrern an, die sind nicht ekelhaft. Das sind immer die alten Affen. Wir haben das Thema eh schon mitgehört. ja. Das sind ja nie die gut durchtrainierten Stimmt, wir haben ja die lustige, fiktiv echte Figur, einen Onkel Werner, und ich stelle mir den immer vor wie einen Herrn Schmeißer. für mich hat der Fiktiv immer das echt. Bild im Kopf, so, der schaut aus wie der Herr Schmeißer, mein alter Chemielehrer. Ich stelle mir einen So, bisschen so, fetter vor. so stell, also der, Ich hab da ein bisschen was ja, anderes. Ich hab da eher so einen Typen auch mit Halbglatzen, aber so einen Kranz und Ja, ja, Haargängen, Kranz. aber so richtig übers Knack im Bugel rein. Das sieht so richtig so Bates aus. So und habe ich da und er ist richtig geil untersetzt. Ich habe da voll die andere Vorstellung. Das ist auch richtig, und er schnauft vom Onkel laut. Werner. Ja. Er schnauft da laut. Mein Onkel Werner, Ja, mein ist Onkel wichtig. Werner ist 30 Jahre jünger als eurer. Der ist so Mitte, Ende 30, schwarze Haare, schwarzer Bart. Na, komm jetzt. Doch, voll. So kurze schwarze Haare, Brille. Doch, das wäre Das doch. ist ja kein Onkel Werner, das ist ein normaler Mensch. Ja, Onkel Werner. Ich kann sagen, du beschreibst dich gerade selber, du Kasperl. Richtig.
Was soll ich sagen? Steht auf Ich deinem- trage keine Brille. Steht auf deinem Auto Free Candy drauf. Na, auf mein T-Shirt. Free Candy. Aber innen. Ich zeige das immer so. Ein guter Witz. Ich bin so auf den Schwanz gestimmt. Ja, dafür war mein Schwanz leider zu kurz. Wo innen drin steht Free Candy. Da steht ein Free. Das ist ein guter Witz. Free Candy oder Fick Andy, das ist dann wurscht. Was du, Andi? Hast du Andy? Leider nicht, aber Ich habe nicht so viele Bewerbungsgespräche genossen in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. genießt. Und das genießt. Und das, Enjoyed. 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 das in der Internetagentur und dann, wenn wir alle nach Minga gehen wollten, zwecks Browser Game, dann haben wir uns, weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, wir haben uns irgendwann 2006, 2007 habe ich mich mit 2 Arbeitskollegen damals zusammen da und haben außerhalb von der Arbeit ein Browser-Game entwickelt. Das hat Aqua geheißen, weil wir das Geld gerochen haben. Haben wir uns gedacht, das, was da Travian kann, das können wir auch. Wir haben es tatsächlich erkennen. Und also 1000 Spieler gehabt, das war damals richtig viel. Das war 2006, 2007. Und dann hat uns unsere Arbeit so hart angefragt, dass wir uns in Minga bei Travian Games beworben haben. Und wir waren alle 3 genommen worden. Sie zwar waren Programmierer, ich war Gestalter mehr oder weniger. Sie zwar haben es fest übernommen. Und in dem Bewerbungsgespräch, das war so das erste Mal richtig serious, da erstens auf Minga, Großstadt. Weiß ich nicht, da war der Erik drin und dem habe ich dann erklären müssen, wie mein Spiel funktioniert und warum die Dinge sind, wie es sind und keine Ahnung. Und ich habe mir irgendeine Scheiße aus den Fingern gesaugt und ich gedacht habe, keine Ahnung. Erik! Warum haben jetzt keine Ahnung, die Rohstoffsymbole so und so und so. Und dann habe ich irgendwie eine Scheiße aus den Fingern gesaugt. Weil es geil ausschaut, sagst du. Ja, so ungefähr, ja. Also die Blume hat gesagt, ja, weil es alle so machen, auf gut Deutsch gesagt. Und am Schluss hat er dann zu mir gesagt, ja, du bist Bauchdesigner, du hast keine Ahnung, warum du die Sachen so machst, aber du machst es richtig. Das ist irgendwie komisch. Und momentan, wir brauchen keinen Designer nicht. Und Aber Putzfrau. aber Putzfrau. Und die ist aber bloß ein halbes Jahr. Ich hätte einen Befristeten gekriegt, das weiß ich noch, so ein halbes Jahr lang. Und dann hätten sie gesagt, ja, wir kriegen dann einen Chef schon dazu, dass wir die übernehmen. Und der Rieche bis heute jetzt im Nachhinein, das ist jetzt über 15 Jahre her, Rieche, die haben damals neben Travian ein anderes Browser-Game gemacht, das hat Imperion geheißen. Und das haben wir natürlich gespielt und auch in- und auswendig kennt. Und ich bin mir, die hat mich dann gefragt, so, was darfst du denn anders machen? Und dann habe ich halt vorher so gesagt, das ist scheiße, das, und dann habe ich diesen Befristeten gekriegt, da hätte ich ein halbes Jahr auf Minga gehen können, ja, wir übernehmen die dann schon. Und jetzt im Nachhinein schmecke ich so richtig krass, die hätten jede einzelne meine Ideen genommen in das Speyer da und nach einem halben Jahr hätten sie mir rausgeworfen. Das rieche ich bis hierhin. Tschüss. Dann habe ich gesagt, nö, fickt euch. Die anderen 2 haben dann aufgegangen auf Minga und waren dann Programmierer bei Travian eine ganze Zeit lang, dann haben sie mittlerweile auch nicht mehr. Das war das erste Mal so, dass ich eigentlich ein seriöses Bewerbungsgespräch genossen habe. Ansonsten war das immer nur hier sitzen, ja, was kannst du, das, ja, kannst du mal anfangen, aber die. Das würden uns jetzt leider auch noch ihre Vorschläge für Stimmt. das Gespräch erzählen. Meine Aber sehr bitte in verehrten 3 Zuhörer Sätzen, und kein Zuschauer. Mensch hat Bock, so einen scheiß Roman zu lesen. Doch, schreib Außer doch ich soll es mal. vorlesen. Stimmt. Oh, der kann jetzt schon lange nichts Ja, mehr die, vorlesen. stimmt, die schönste Geschichte liest der Kani beim nächsten Mal vor. Geil. Ja, das ist geil. Geil. Und so, was war ein schlimmst, schönst, lustigst, was auch immer, Bewerbungsgespräch? Geb. So- Oder auch so peinliches. sieht's aus. Peinlichstes. Peinlich, lustig, was auch immer. Wenn es Oder so eine ist- Geschichte ist, hauen sie raus. Vielleicht schreibt die mit die langen Fingernägeln. Sie haben aber irgendeinen so einen komischen Typen, der Christgold hat da gehabt. Irgend so einen Behinderten, der hat so die ganze Zeit mitgelacht, wenn die so komisch Ja, gelacht Ja, haben. genau. Ich wollte schauen, was passiert, wenn ich Loch wie ein Behinderter aber Das war mein mitlache. To-Do für die Vorstellungsgespräche. Den hätte man nie genommen, den Kasper. Diese Furzen. Ja, Was? Hab ich Bewerbung. wieder Durst? Das ist schon wieder ausgehandelt. Ja, was soll ich machen? Ich teile das eigentlich, weil ich brauche da noch einer was. Ihr Scheißgeier, ihr scheißt meine Kloschüssel voll, saugt Nein, mein nein, Wasser aus. er scheißt der Kloschüssel voll. Ja, und ich darf es Wenn's wieder grad- putzen, wenn's beides. grad Kloschüssel gewesen war. Hat eigentlich immer noch die Mackerl drauf? Tatsache. Ralle. Die Glas werden ja nicht gewaschen. Also. Nein, wenn sie nicht. Jetzt habe ich Genitalherpes am Maul wegen dem Du Scheiß. sollst ja nicht deinen Schwanz einstecken, du Trottel. Ja, das Aber tue ich ja nicht, das ist ja das Traurige. Ich bin der mit dem Genitalherpes. Am Maul. Du steckst Du also bist deinen der Schwanz in mit die dem Glasel, wenn wir mir jetzt beim Maulherpes. Scheißen sitzen. Ja, genau. Geil. Jetzt sagt der Kacke da in den Garten mit dem Hund. Kannst du mal, dann muss ich wenigstens den Weg machen. Muss man den Hund dann noch wegmachen. Weg, Eva. Mit so auswischen. Und dann schlage ich die mit. Kleinen Knädel. Dann schneide ich ihm seinen Gichtags ab und dann schlag die mit dem. Der arme Hund. Der muss sowieso irgendwann mal weg, fürchte ich. Aber jetzt weg. Wann sonst da so los? Ich war jetzt warst in in Köln. Köln, Ich ja? war jetzt in Köln, ja. Stimmt, Köln war. Eigentlich Was? Da habe ich mal auf mein erstes Fax jetzt in meinem Leben drungen. Aber das Das ist ist ja so eine Literdosen. Ja, auf das der ist so Fahrt. asozial. Du hast es mal geschickt. und Nein, du- das ist überhaupt nicht. Das schmeckt aber, wie du stinkt nochmal als bist, Pilz. aber du bist auf den Geschmack gekommen, habe ich gehört. Ja, Roy Bianco. Das schaut jetzt so geil. Roy Bianco. ist dann gelaufen, ja. Ja, habe ich als Sprachnachricht bekommen. Super.
War ganz Richtig schön. Also die Hinfahrt war ultra lustig, ja. Kinder, immer der links noch, nicht der quer. Da schneidest du in die Zähne rein, das geht nicht. Immer der Ja, links noch. da hockt der Lord daheim vom Computer und die fort von uns Spaß haben, die sollten sich wohl so Genau, anstellen. aber ja. Disney. Und er hockt daheim vom Computer, ich bin zu einsam. Ja. Ich hab noch Bist du online nicht einsam? Auf alle Fälle, ja, war lustig. Das erste Faxi probiert. Brauchen Sie die Kohle, die Das abkriegen, was? 10% Faxi war nicht so geil. Ja. Danke, genau. Schweigen. Also das 10% Startbier-Faxi war nicht so toll, muss ich sagen. Aber die Ankunft in Köln war auf alle Fälle schon mal spaßig. Da war ich schon mal gut drauf. Ja gut, das ist ja klar. Ja, Ist eh klar. und das schlimmste Erlebnis war eigentlich dann also am Samstag, als wir waren dann auf einem Konzert da in Köln, haben wir da Bekannte getroffen und wir haben so Kiosk-Hopping gemacht, sind wir so von Kiosk zu Kiosk und haben wir da Bier draußen gesoffen und dann Man hätte so irgendwann- in die Bars gehen sollen, habe ich doch gesagt, du Aff. ja, die Kölner Bekannten haben mir gesagt, sie machen das lieber so und haben gesagt, mir ist scheißegal, Hauptsache ballern. Und auf alle Fälle sind wir da, ja, Schwänze. Und Schwänze ballern, geil. Auf alle Fälle sind Schwänze wir dann heim, steigen wir am Hauptbahnhof, war unser Hotel auch gleich 100 Meter davon weg, steigen wir aus, ich unterhalte mich voll angeregt mit meinen 2 Spätzeln und auf einmal zieht es mit Füß weg und wirft mich voll. Also ich bin so richtig geflogen, aufs Kreuz geflogen, alles hat weh da I doubt und it. neben mir schreit eine, so voll laut, voll hell und dabei bin ich voll in der lauten Kotze ausgerutscht und da reingefallen, weil lecker, man die Flip aus, Drecks Scheiß aus Köln. Wahrscheinlich war es der eine. Und das war so bizarr, was schon ich redet und kapier nichts, fliegt durch die Luft, irgendeine Sirene neben mir, was eigentlich eine Frau war, macht ja, alle müssen voll lachen, ich denke mir so, was ist das? Hab blaue Sachen an der Hände, also der Spätzler hat gesagt, er ist sich nicht sicher, ob es Kotze ist, aber ich hab gesagt, ich werde immer Kotze verzeihen, weil es lustiger ist. Sagen wir uns mal ehrlich. Aber Vielleicht war es aber auch der Aber was Ich Dixie-Kloster. war so Wenn du- froh, 100 wenn Meter du bei- weiter das Hotel, eine Duschen umziehen. wenn du beim Hauptbahnhof bist, da bist du ja direkt am Dom. Ja, genau. Und, aber Ist dir da auch so schwindelig geworden, wenn du Safi schaust? unglaublich, Geht ja. überhaupt nicht. Das ja. ist doch Mir hast dann unnatürlich. einen Kotze aus mir gelegt. Dann Ja, direkt. ja, ja. Gute Ja, wahrscheinlich Szene. habe ich aufgeschaut und hat es mich umgehauen. Na, aber da ist ja Und brutal, hat was da am gekotzt. Polizeiaufwand, also wir Ja, das sind waren am natürlich Freitag, die Polizeicontainer, haben die kein gescheites Revier? Das sind ja, Polizisten die haben zum wie wir, Teil, aber so ja, ja, die haben zum Glas. Teil Content, aber ich meine direkt da, Jetzt Ja, ja, habe ich aber kurz wirklich. gebraucht. aber die haben zum Teil auch wirklich da 10 oder 15 Autos direkt auf dieser Treppe Richtung Dom. Direkt davor haben sie stehen. Also Ja, weil da war am so viel- Samstag auch irgend so eine Demo, da war so eine Anti-Islam-Demo, gegenüber war dann so eine Anti-Nazi-Demo und dann haben sie die da angeschrien. Da war aber nur ein Polizeiauto, komischerweise. Man dachte, also, es wird's denen nicht her, wenn es jetzt noch richtig eskaliert ist, 3 Leute. Aber naja, gut, die sind schon gewohnt. Der Hotelier war auch so geil. Ja, Köln, habt euch eine schöne Stadt ausgesucht, die ist sehr gut. Hier gibt's keine Junkies, keine Penner, Nein, kein nein, Dreck, nein, kein null. Graffiti. Und dann gehst du aus, dann rennt am Bahnhof der erste Junk umeinander. Manuel, komm mal raus aus der Bude! Ich bin ja aus welcher Bude? Stunden später ist immer noch rumgerannt, der Manuel ist nicht gekommen. Da haben wir lachen müssen, Ganz da schön ist unsympathisch. in dem Bahnhof drin, also ich nenne es mal Freigeist. Aber du hast gesehen, der macht den ganzen Tag nichts, der hat so eine Box um mich gehabt und Musik gespielt und dann kommt von Teddy, Lohn ist da. Echt? Das habe ich dann schon wieder witzig gefunden, muss ich ehrlich sagen. Wir haben dann auch so ein gesehen, der Geld mit Flöten spielen, also nicht Fleischflöten, sondern eine echte Flöte hätte er gespielt. Der hat nämlich einfach so gemacht. Das war alles, der hat einfach einblasen und die Kniefer so druckt, oder Kniefer oder die Lege halt zugehalten. Ja, aber der Wille zählt. Ja, auf alle, ich hab mir eher einen 20er gegeben dafür. Hat schon recht. So wie im Taxifahrer, weil am ersten Abend habe ich da meine Spätzeln verloren. Die sind in irgendeinem Club beine, und zwar in irgendeiner Schlagerbar, ich glaube, die hat Klapsmühle oder so geheißen. Geil. Ja, Hat sie gleich richtig geheißen, gemacht. alle haben alle 2 Caps auf, mit den Caps kommt ihr nicht rein, die nimmt er runter. Und wenn ihr die drin aufsetzt, schmeißt man euch sofort raus. Ja, okay, klare Ansage, keine Caps Ich wollte drin. gerade sagen, Ich die anderen halt nicht mehr gefunden, bis sie am nächsten Tag rausgeschaut hat, das war einfach die Straße gegenüber von mir. Ja. Dann Was soll man da machen, bin ich zum gell? Taxifahrer rein, der hat mich dann 10 Meter ins Hotel gefahren. Oh Bro, jetzt habe ich vergessen die Uhr anzuschalten, was machen wir? Ist mir scheißegal, nimm 20 Euro, ich mich einfach ins Bett. Aber da kurz Oh, Bro. richtig gut mit der Uber, also mit dem Uber fahren. Das haben wir gemacht. Das Taxi ist direkt neben mir gestanden, aber sofort, das habe ich sofort genommen. Ja. Ich wollte einfach nur, ich war Also Uber funktioniert ja richtig ich gut. war sehr müde. War ich sehr ja, überrascht. die nicht Sehr aber positiv. angeschissen, glaube ich, wenn das Taxi direkt neben mir steht. Ja, aber wenn ich diese Geschichte von Kotze und sonst irgendeinen Scheiß höre, da wird doch als Typen daheim einsam sitzen, ist gleich sehr viel attraktiver. Ach, als war mir das daheim noch nicht passiert, dass ich in der Katze liege. Oder ja, du hast ja gesagt, ja, blau, grün, braun, wahrscheinlich war es der Dixie-Kloster von der Baustelle. Wahrscheinlich, ja. Ist ja wurscht. Ja, das war auf alle Fälle ganz Nein, im Dixie's Kloster, das ist aber so eine blaue Sauce. Gell? Ich glaube, ja, Sehr das so ein ist, Mittel, das da drin schwimmt. Ja, Habe ich sofort wieder Festivals im Kopf. Genau. Richtig Ah, geil. so, aber was ja. ist das für Mittel eigentlich? Also, Düngemittel. es ist dann, ja, ich glaube auch, die setzen da Pilze ein. Ja. Das ist aber berechtigt, was ist das für ein Mittel? Ja, deswegen sag ich ja, es wird jetzt kein so Scheibenwischwasser sein. Vielleicht irgend so ein Geruchskiller.
Desinfiziersauce, keine Ahnung. Zersetzt das nicht gleich alles? Das wäre doch mega witzig oder Mit mega Sicherheit. klug, wenn das so eine Klären, also eine kleine, so diese Bakterien. Gibt es ja da für so Camping-Dinger, so Mini-Klär-Klos und so weiter, da wo du dann nichts riechst, du kommst einfach dazu, aber du riechst nichts, siehst nichts und so weiter. Das ist was, das ist. Solange es nichts Das sitzt wie so ein kleines herrscht. Kind, auf den Dingen sitzt wie so ein kleines Kind auf dem Topf. Voll behindert. Ja, das hat mir eine Freundin und ein Freund gesagt, die haben sich so einen alten VW-Bus gekauft, ich glaube für 200 €, der war halt völlig im Eimer, das ist egal, und beide haben aber, die eine ist Lackiererin, der andere ist, was weiß ich, was der tut. Aber der Autoschrauber halt, was ist das? Haben sie auch Ei. Piercing, oder? Egal. Ja, beide. Nein, Driver Travis gerade nicht. Sie hat extrem krasse Tattoos, da hat es dann Vogel aussehen. Da denkst du zuerst so, Krasse Tribal. Phase 1, holy shit, du bist ganz schön scharf. Dann sagst du es irgendwann im Sommer so, bloß irgendein Trägertop und dann ist die voll tätowiert. Und zwar von da bis oben auf, überall Totenschild. Da war man so, hä? Die ist doch gar nicht tot. Weird Boner Alert. Das ist gruselig, hör mir auf jetzt. Ja, das stimmt. Nicht Stimmt, laut. Halloween ist vorbei. Lautes Aber Totenschild. Boner Alert Zeig ist dich dann schon witzig eigentlich. Der Weird Boner Alert, das ist witzig. Weird Boner Alert, das ist wirklich, ja. Ja, das passt eigentlich, wenn man jetzt drüber nachdenkt. Und die haben sich das Ding auf alle wieder hergelegt, dann hat es das Klo dann hergezeigt, so, ja, das Klo. Und man denkt, Alter, da passt mir Arsch nicht mehr drauf. Was ist denn Ja, das? das ist ganz bizarr. Ich war da mal bei einem Kumpel, der hat einen Schrebergarten in Ulm und der lädt uns halt jetzt zum Geburtstag ein und der hat nie Kloster gehabt. Das ist jetzt wie die Hölle gewesen, dann hat er einmal so ein Campingklo daher und dann hat es geheißen, das ist aber nur für die Damen. Dann sag ich, fick dich, wenn ich kacken muss, geh ich auf das scheiß Ding auf. Scheiß da hinter Das ist halt dann auch passiert und dann hat er sich aufgeregt, weil sein Mann das putzen muss. Er sagt, warum muss denn das auch dein Mann putzen, du unfähiger Vollidiot in Gottes Namen? Ja, weil sie ja nicht putzen wird wahrscheinlich. Ja, das Bah. ja, Deswegen dann ist die Camperei so, die Vorstellung war schon ganz geil von so einer Karre, wenn du steigst einfach ein, groß genug, dass wir einen Tunnelplatz haben, dass man nicht schlafen kann und so weiter. dass er Tuntenplatz haben. Ist schon ist geil. So die Vorstellung, steigst einfach ein, fast nach Kroatien, was ist denn das jetzt wieder für eine Scheiße da? Kotzt mich an. Kriegst du irgendeinen Mist hier geschissen. Und aber genau das, die Klo-Situation und die Badsituation, das passt mir überhaupt nicht. Das taugt mir Ist überhaupt aber nicht. oft so, wenn du auf Campingplätzen bist, Da hast du gibt's dann dann auch, mehr, oder? genau, also das ist ja das. Und ich glaube, Die haben ja gepflegt meistens. mein Opa und meine Oma, die haben ja ja ein sehr großes, so einen großen Caravan gehabt. Opa und Oma, bitte. Opa. Opa. Opa und Omi. Omi. And. Passt schon, Anglizismen sind wichtig. It's gone. Haben wir schon wieder so weit? Oh, ein PlayStation-Controller. Nein, die haben ja so einen großen Ding gehabt. Und so Was ist ein Ding? Ein Wohnmobil. Okay. Also, Na, Wohnwagen. Wohnwagen. Wohnwagen ist was anderes wie Wohnmobil. Ja. Wohnwagen ist das, was man nicht neu und Wohnmobil ist das, was man fährt. Hast du voll gespuckt, du ekelhaftes Sau. Sorry. Und so viel zum Thema Ablenken. Sofort ist es wieder vorbei. Innerhalb von 60 Sekunden zweimal. Hey, PlayStation-Controller. Ja, aber da ist glaube ich auch, die haben da auch nur so ein, Smiley drin, sagst du das? das ist mein Haustürschlüssel. Das Die hat einen Ständer. Das ist crazy. Nein, ich habe einen Ständer. Wo waren wir jetzt? Deine Scheiß Oma! PlayStation Controller. Weißt du, was mir im Kopf gegen geblieben ist, mein Opa hat einen großen. Was bei mir hängen ist, mein Oma oder ein großen. Mein Oma. Vor allem für das sind deine Großeltern gut bestückt, also weiter. Mein Opa hat einen Wohnwagen in der Hosen. Mein Oma Wohnmobil. So hast du wieder voll gespuckt, was ist jetzt mit dir? Ja, die ganze Zeit da. Was soll ich machen? Das sehen die Leute auf Spotify übrigens nicht, wenn du da umeinander speibst. Richtig, Achso, geh ich weg habe jetzt. mir extra Ist das angesteckt. Spotify? Ja, ist das Ja, Spotify. Jetzt hol die Ja, auch jetzt. Freilich magst du das. Na, geh weg. Und da glaube ich war es wirklich nur wie so ein Kanister, den musst du da rausziehst. War da ein PlayStation-Controller drin? Mit dem hast du es gesteuert, dass er rausfährt. Nein, aber die Oma, die ist hinten drin gelegen. Kannst du mal mit dem PlayStation-Controller steuern? Es war wie bei dem U-Boot. Das war ein Logitech-Controller. Wichtig. Entschuldigung. Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt ist soweit. Jetzt ist soweit. Ja, was soll ich machen, Alter? Alles gut. Was soll ich denn machen? Alles gut. Was hast du am Wochenende gemacht? Was habe ich am Wochenende gemacht? Sehr viel gezeichnet, wie ich es vorher schon gesagt habe. Also bin, Moin nicht. Komm nicht. Bin sehr schwer am sämtliche Insider-Witze und Vorkommnisse des ganzen Jahres in die Ist es Streams dann- und Videos und so weiter zu zeichnen und Es zu ist dann skizzieren. ausgeartet. Oh Gott, bitte schlungen wir halt endlich. Ich Wann wollte dürfen wir jetzt endlich eigentlich sagen, handgreiflich war das ein werden? Art Attack, aber von dem Scheißwitz kriege ich einen Heart Attack. Super funny. Leck, ich muss mich so anstrengen. Dann nimm ich euch jetzt damit. Es wird ein Insider-Witz.
Muss ja schon fast eigentlich auf den Jahresmerch drauf. PlayStation Controller. Oh. Ja, recht viel mehr habe ich tatsächlich auch nicht genommen. Ich habe ein bisschen Diablo 4 hineingezockt. Beim Essen haben wir, Halloween haben wir gegondelt und Filme geschaut, das war's so. Ja. Was im Großen und Ganzen. Und du bist jetzt Profi in Hyper-Run, habe ich gehört. Oh, ja, stimmt. Wohin? Es ist, sagt dir Auto-Jazz was? Autoschach. Autoschach. Ja, sagt man nichts. Sagt er nichts. Ja, in TFT habe ich finally den verfickten höchsten Rang errungen. Das war eine Höllenqual. Ja, wen hast du fuck, gerungen? Gegen wen? Gegen mich selber. Und meine eigene Dummheit. Das war ein harter Kampf. Ich spiele fast jeden Tag 2 Runden. Irgendwann muss er mal hinhauen. Ansonsten habe ich nicht recht viel da. Diablo Season macht Spaß, immer noch. Heute ist BlizzCon. Heute? An dem Tag, wo wir das heute aufnehmen. Ja. Auch wenn es am Sonntag kommt, ist auch immer noch BlizzCon. Ich glaube, ich gehe von Freitag bis Sonntag. Man ist sehr gespannt, was mit WoW passiert. Man ist noch gespannt, was ist da irgendwas geleakt worden? Es ist ein bisschen was geleakt worden für Retail WoW. Retail WoW bedeutet, es ist die aktuelle Version, die moderne Version, also inklusive 10 Add-ons und so weiter. WoW Classic ist, ich glaube, 2018 hat Blizzard das alte WoW neu, da hat man einfach von vorne wieder angefangen, die Leute sind völlig ausgerast, war ein geiler 15 Jahre alt Spiel, take my money und halt den Maul, ich habe es nicht verstanden, aber gut, ich habe auch selber gespielt, aber egal. Und da wird halt einfach vorgestellt, was so Neues kommt. Und es gibt einen Leak für Retail WoW. Da bin ich sehr unterwältigt, muss ich sagen. Avallonen, glaube ich, es sind so Zeichen. Es gibt einfach wieder 4 Gebiete, 8 Dungeons waren Raid fertig. Und sonst nichts Besonderes. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Viel spannender wäre es eventuell, wenn in WoW Classic Plus kommt. Bedeutet normalerweise, man hat ja die ganze Geschichte von World of Warcraft, nach 2 Jahren kommt dann Burning Crusade Add-on, dann kommt Wrath of the Lich King Add-on, da sind wir jetzt gerade, dann kommt Cataclysm und der ganze Mist. Purer Stress. Schau mal. Den schaue ich schon die ganze Zeit an und muss mich konzentrieren. Schau weg! Und da hätte ich Bock, dass neue Inhalte für Classic WoW kommen. Plus Inhalte. Genau, die es halt damals nicht gegeben hat, sondern die wirklich neu entwickelt werden für eben den Stand von damals. Das würde ich ganz cool finden eigentlich. Okay, aber sonst ist jetzt doch nichts irgendwie nice. Ich wüsste nicht, ein nice Mobile Game kommt. Warcraft, super. Das haben sie vor über 2 Jahren schon angekündigt. Das ist irgend so ein Billo Royal Clash Up-Ding, was weiß ich, wie das funktioniert. Du gewinnst über Zeit irgendwelche Ressourcen, drückst auf einen Knöpfel und dann schickst du einen Ork für und der kämpft dann von selber. Wie diese Clash of Clans? Ja, ich weiß alle gleich. Royal Clash Royale, Clash of Clans, Clan Royale, was ist das alles für Behinderung? Die Trimax-Fanboys, das war doch Trimax. Ja, genau. Erstmal wieder den Trimax auflamen. Ja. Weil der kann ja gar nichts dafür, der ist nicht mehr so. Nein, der ist ja nicht mehr so. Ja. Apropos Trimax. Seven vs. Wild angefangen. Ich habe die erste Folge angeschaut. Ja. Und? Das ist die schlimmste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Aber die erste Folge war... Ich werde da nicht weiter drüber hinausgehen. Ich kann diesen Leuten nicht zuhören, wenn die reden. Tut mir leid, aber also in diesem ganzen neuen Sprachgebrauch, was die haben und die Art und Weise, keiner von denen ist lustig, keiner von denen ist cool, keiner von denen ist irgendwas, außer für mich ultra nervig. Wer ist da so dabei? Ich weiß, ein Papa Platte habe ich, glaube ich, Papa Platte mit dem Reefed, oder wie der heißt, mit diesem dickeren. Joey Kelly ist dabei. Ja, Joey Kelly mit irgend so einem... Ist der Einzige, der wahrscheinlich was kann. Ja. Dann ist der Typ, der Meinecke mit... Das ist ja selber quasi, oder? Genau, der Fritz, der wo das damals organisiert hat, oder dem, wo das kehrt, das Format. Der Knossi mit dem komischen Muskel. Knossi mit dem... Knossi ist selber dabei. Ja, mit dem... Der ist voll lustig, der ist richtig lustig. Ist er auch. Also die zweite Staffel hat er alleine gecarried. Ja, super lustig. So ich habe sehr viel gelacht. So ist nichts dazu. Ja. Das ist ungefähr so, als da immer... Nein, ich sag's nicht. Doch, sag's. Ich glaube, ich habe bei Dokus mehr gelacht. Okay. In der aktuellen Zeit ist es eventuell... Du hast gesagt, das ist so. Ja, aber gut, irgendwo ist Satire darf alles. Ja, ich bin. Ja, ich habe sowas mitgekriegt, dass das anfangen und so weiter. Und wie ist aber habt ihr das mit dem Skandal noch mitgekriegt? Oh Gott, Skandal. Wie ist das wieder für künstlich erzeugter Skandal? War nicht der kurzfristig raus? Ja, für den ist ja der Partner von Joey Kelly eigentlich. Genau, ja. Weil diese Affe auf Bike, die wo doch da mit dabei ist, die hat praktisch... Wer ist ein Affe auf Bike? Das ist so eine Tussi, die fährt mit dem Motorrad umeinander und filmt das und das ist... Streamt das und zeigt das dann. Ja, die streamt, glaube ich, erst seit kurzem. Also die hat da ganz viele Videos gemacht, immer darüber und das halt berichtet. Ja, okay. Und da war aber anscheinend irgendwie eine Party, ein paar Tage davor, bevor es da so losgegangen ist. Und da hat halt praktisch dieser... Ich weiß nicht, wie er geheißen hat. Bekannter... Affe mit Waffe. Bei der PlayStation-Controller. Das habe ich mir ganz früh auf Steam geheißen, Digga. Oh mein Gott. Du? Ja.
Oh Gott. Und auf jeden Fall, Naja, ich kotze gleich. der ist ein ganz spezieller Typ. Der ist ja auch so, der lebt am Leben ein bisschen vorbei und das haben sie da schon gesagt. Das sind doch die alle. Und aber der war ja wirklich extrem und der hat ihr dann anscheinend sehr, sehr intensiv den Hintern Und begutachtet. Kache gelangt. Ich glaube hinten rum und sie hat einen Schlafanzug oder so gehabt und das war dann für alle nicht so geil. Und dann ist er halt kurzfristig rausgeflogen. Deswegen hat der andere bei dem Joey Kelly dabei gesagt, dass er ein bisschen überrascht ist, weil jetzt so nach nur ein paar Tage Vorbereitung irgendwie einen Tag vorher oder zwei ist der so umgereist. Boah, krasser Skandal, ja. Ich frage mich, warum sie in der Bildzeitung steht. Steht es in der War doch Bildzeitung? drin, du Aff. Was in der Bildzeitung? Ganz vorne drauf, dann ist kein aber das Skandal. ist ja schon. Es ist kein redenswerter Skandal, wenn es nicht auf der Titelseite draufsteht. Mann, da war es bestimmt. Da ist jeder Scheiß um. Weiß ich nicht. Doch. Ich weiß, war wisst ihr, wie ist der Unterschied? Also die letzte Staffel war noch vorher selber produziert, oder? Nein. Weil wir da haben wir Ja. diese Diskussion gegeben, wenn da mehr Geld da drin hab ich ist, ja- was. Da habe ich einen Bericht gesehen. Wie ist der Unterschied vom Bild und Qualität von den Aufnahmen? Also ich sag, die und erste Folge hat mich ganze- dahingehend schon überrascht, dass du nicht nur siehst, wie die Leute ins Wasser springen und ans Ufer schwimmen. Schon bei Staffel 2 einfach, Olli hat aus dem Hubschrauber gesprungen und du hast wirklich die 1 Stunde oder 1,5 Stunden nur gesehen, wie die aus dem Hubschrauber gesprungen sind und ans Ufer geschwommen sind. Und du denkst hast, wow, nice. Da wäre dann doch den erst irgendein Also das Writer war- mal gesagt haben, so, wir können nicht mehr, dass wir in den ersten Stunden nur Leute beim Springer und Schwimmer sind. Ist das nur der gleiche Sprecher, wie es in den ersten 2 Staffeln war? Weil Leute, der Sprecher hat mich schon genervt ohne Ende. Ich finde den richtig gut. Und du bist ja offensichtlich wirklich humorbehindert. Das hat ja nichts mit Humor zum Tor. Jo, weil er möchte die ganze Zeit lustig sein. Ja, das Und er ist nie lustig. Was, das erinnert mich, ohne dass ich es gesehen habe, erinnert es mich an so Das ist RTL Reality-Soap-Scheiße. ja, Was oder anderes die ist das nicht. bitte, die verrücktesten Videos der Welt, So Fernsehformate, ungefähr, ja. wo dann immer zu jedem Nein, Video nein, so ein nein. Sprecher so einen Scheiß sagt, da wo ich mir wirklich denke, Alter, wer denkt sich in die Scheiße Ja. aus? Das ist so grenzdebil behindert. Nein, das dass finde ich ich eigentlich einfach- okay, das ist nicht so. Ich hab's nicht gehört, ich weiß nicht, wie es bei Niveau. ist. Schau dir mal Was die ist erste beides? Folge an. Wo kann man die anschauen? Auf Freeview. Ja, aber auf Amazon Prime kannst du reingehen und dann Ja, ist genau. es direkt da. Du hast ja dann ab und zu mal so 30 Muss ich Sekunden dann Werbung vielleicht Und oder die so. ganze Schmeißen scheiß kann. Knorr-Werbung, die hat mich auch schon genervt. Bei mir war Kochsnur. Knorr, ja. Aber jede Werbung war irgend so komische Knorr-Werbung, wo es dann auch ein Lidl gesungen haben, ich weiß jetzt nicht mehr welches Lidl, dass mit Knorr Gemüse besser schmeckt. Und die ist in jeder Werbung ist bei mir diese Knorr-Werbung gelaufen, weil das hat mich schon völlig im Wahnsinn Muss ich das dann über Freeview anschauen mit Werbung, obwohl ich Amazon Prime hab? Ja. Ja, dann werde ich es nicht anschauen. Was ist so eine Behinderung? Jo, schau dir die erste Folge an. Mich auch wissen, was du sagst. Mich würde es interessieren. Ich müsste jetzt eigentlich einmal da, damit ich einmal Mitschmerzen, richtig Mitschmerzen kann. Ich kann mir Darum ja hab bloß sie grob da. Ich vorstellen. hab's rein Auf recherchiert. YouTube gibt es jetzt das Format doch mit diesem Behind the Scenes. Das kommt jetzt auch mal in der Woche. Das habe ich jetzt auch Und das schon kommt auf gesagt. YouTube sofort dann. Und da kommt- darf das man auch ist direkt drauf auf YouTube. reagieren und kommentieren und Das so. weiß Weiß ich man nicht. nicht. Ja, ich habe nur das Ding gesehen, aber bestimmt bin ich auf YouTube ja schon raus jetzt. Na, ich war auf Ja, alle werde Fälle- ich mir selber zur Hausaufgabe machen, dass ich mir das die Ich Woche wollte, mal ich hab gesagt, irgendwann aus anschaue. Recherchezwecken, weil ich so wieder verrätst, schauen wir die jetzt da, aber ich glaube, ich bin echt raus nach der ersten Staffel. Das ist für mich unschaubar. Vor allem, mich da der Vergleich so interessieren. Ja. Das wird halt mit dem Anschauen von einer Folge wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich müsste mir die zweite Staffel oder vielleicht einmal 2 Folgen von der ersten, 2 Folgen von der zweiten und dann die neue anschauen, weil mich so interessieren, die Produktionssteigerung. Das würde mich interessieren, ob man das wirklich merkt. Auf Oder das habe ich wie auch auch immer. spekuliert, ja, aber wie gesagt, nach der ersten Folge, Kennst du die alten? Hast du die alten Nein, auch noch Sachen nicht, aber ich habe es mir eben auch so vorgenommen, aber ich bin geschädigt. Wo kann man die anschauen, die alten Sachen? Einfach auf YouTube. Die Bei haben auf Meinecke. YouTube und auf Amazon Prime. Die alten? Nein, oder? Ja, die alten haben Die haben jetzt es auch gleich mitgekauft. Ja, die ersten 2 Staffeln hat er gleich mitgehört. Und dann hocken wirklich Aber es ist irgendwelche also- Spackos in die Kommentare und versuchen sie irgendwie rein zu rechtfertigen. Es gibt genau einen einzigen Grund, warum der Meinecke Und das an ist Amazon dieses Format Und- verkauft, ja, ja, nämlich ja. weil der Betrag groß genug war. Ende des Richtig. Gesprächs. Und das ist ja der Punkt, das ist ja das Schöne, das muss ja wirklich in dieser Behind-the-Scenes-Doku direkt sagen in der ersten Folge, weil eigentlich, die blenden sogar ein, der Fritz Meinecke sagt, es wird nach der zweiten Staffel wird's keine mehr geben. Punkt. Ja. Hoppla, und warum dann gibt's kam noch eine- Amazon Prime und Das ist ja nichts Verwerfliches. Ja, vielleicht daheim fassen das in die Kommentare dann so auf, dass ich jetzt da einen Meinecke anfuck, weil er sein Format verkauft. Also, Alter, wenn Amazon bei mir vor der Haustür steht und sagt, ey, wird nicht passieren, ist mir, ja, aber Niederbayern TV jetzt fast da. Und sagt zu mir so, hey, da der Kruzifixformat gern kaufen und der Betrag stimmt, so, ja, nimm. Natürlich. Gib Geld. Aber das ist halt einfach, das ist immer das gleiche Schema. Jemand kommt, baut was Cooles auf mit Herzblut, es kommt irgendein geldgieriges Wichserkind und macht's kaputt. Deswegen bin ich mir fast sicher, dass die 3. Staffel, wie viele Folgen haben wir jetzt da eine? Eine, Oh, die ja, bis die jetzt- da kommt kommt jetzt wöchentlich. zweimal- Bin ich mir sicher, dass vielleicht die erste gekaufte Staffel noch ganz cool ist und dann wird's absoluter Scheißdreck. Ja, 100%ig, wie es immer ist. Das, ja.
Das ist jetzt schon was Nice. Schade. Mit 2 Leuten. Ich werde sie Schade. erleben. Und vor allem, weil diese Writer-Typen, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet, ich darf noch nicht so darüber sprechen, aber ich weiß nicht aus erster Hand, dass diese Writer-Typen bei Amazon, weiß ich jetzt nicht, aber bei Netflix weiß ich's, alles kaputt machen. Und mit absoluter Absicht. Wenn das einmal irgendwann so weit ist, dann reden wir darüber. Da freue ich mich, da werde ich eine Stunde lang nur um den Arm fluchen. Scheiß Wie Wichser. auf der Baustelle. Wie auf der- Kruzifix, Kruzifix. Kruzifix nochmal, ja. Da habe ich was gelesen es soll ja ein Blade-Film kommen. Ich weiß jetzt leider Gottes nicht mehr den seinen Namen auswendig, den Der Schauspieler. Mahershala Ali, irgendwie so. Ja, genau, irgendwas mit Mashallah. Nimmt man Mashallah. Super Schauspieler. Also man kennt einen Schauspieler, ich habe ein Problem mit Namen, ich kenne jetzt sein Gesicht, was spielt Ja. der noch so mit? Also der hat bei dem Green Book hat er zum Beispiel mitgespielt. Der ist gut, ja. Der ist Oberwelt. Nochmal kurz, Green Book war schon das mit dem, Viggo Mortensen, wo er sein der Chauffeur ist, genau, oder? Genau. Richtig guter Film. Ja. Und dann war er bei der ersten Staffel Luke Cage, war er die ersten paar Folgen die der hab ich nicht Bösewicht. Da war es noch richtig gut, als er der Bösewicht war und dann war er weg und dann war es scheiße. Marvel hat generell Riesenprobleme. Ja, genau. Riesenprobleme. Das hat jetzt auf Anhieb die zwei, die mir einfallen. Ja, ist wurscht, auf alle Fälle kennt man, ist ein guter Schauspieler. Und da ist auch, habe ich in den letzten Tagen ein paar Mal gelesen, dass entweder hat er keinen Bock nicht oder er wurde gegangen, weil Blade ist eigentlich, also der frühere Blade war ja der Wesley Snipes und ist eigentlich schon, ich habe ihn eigentlich schon ziemlich cool gefunden. Der erste ist der ziemlich war cool. Der Der erste, richtig die Disco-Szene, wenn das Best- Blut vom Ding rennt, Weltklasse. ich kriege Gänsehaut davor. Ja. Das habe ich damals Geiles gefeiert, Sound wie dazu. die, genau, und er schnetzelt da drin die Vampire über den Haufen, das war eigentlich schon ziemlich cool. Und jetzt ist angeblich mitten unter dem Film, kommt auf, dass auf einmal er zur Nebenrolle wird, sämtliche Leadrollen Frauen kriegen und das eine einzige wie nennt man das? Lebenstipps Hilfe. geben, Lebenshilfe, ja genau. Ja, im Grunde kann man sagen Lebenshilfe, ja. Wird und so weiter. Und entweder ist er weggegangen und mag es nicht mehr machen oder irgendwie so. Also ich weiß nicht, wo du es jetzt gelesen hast, aber solche Leaks, die werden schon größer breit treten worden und davor hat man noch überhaupt nichts gelesen, dass es in die Richtung gegangen war. Es gab Muss nur, ich dir schicken. es gab bisher, also das, was es gegeben hat, ist auf alle Fälle, dass das jetzt alles ein wenig zurückgezogen worden ist, die ganze Ding. Ja. Aber die haben allgemein, ziehen die gerade einiges ein bisschen zurück, weil es Sachen umschreiben, weil zum Beispiel bei Daredevil auch. Vielleicht merken sie es. Da haben sie es ja schon Draht bis zur, was weiß ich, wie vielten Film? Folge, eine Serie. Und dann, Wird die weitergeführt, die alte Daredevil-Serie? ja, genau, aus dem Grund haben sie es anscheinend zurückgezogen, weil sie der Stil zu weit von der Netflix-Serie entfernt hat und das wollten sie nicht. Sie wollen es anscheinend wieder so wie in die Richtung wie Netflix es Die gemacht war hat. ziemlich gut. Voll, ja. Die ersten 2 und Staffeln deswegen waren richtig gut. haben sie da jetzt anscheinend die ganzen Schreiber rausgeschmissen und setzen aber neue hin und bei Zeit wird's, Freunde, Blade war anscheinend auch so ein Thema, da glaube ich hat auch der Hauptdarsteller ein Problem gehabt, da hat es kreative Differenzen gegeben Ja. und auch mit den Schreiber, da glaube ich ist auch nochmal von vorn angefangen worden, aber die haben noch nicht Draht oder sonst irgendwas, Das weiß ich nicht, ob die da schon gab es Draht bisher gerade ein Skript oder dergleichen. Wobei Da, man da sich kriege ich jetzt schon wieder das Kotzen. Da denke ich mir halt so, ich möchte einen Blade sagen, das ist, genau. der ist schon immer ein farbiger Charakter, schon immer. Da muss ich nicht nur mit Gewalt irgendwas draufsetzen, wie sie es überall tun, sondern ich möchte einfach einen coolen Charakter, der ist da und fickt Vampire auseinander. Fertig. Weil man so Ich möchte keine moralisch wertvolle Nachricht in dem Film, irgendeine Scheißdrecksagenda, nichts. Vampire killt man Sache nicht. er fickt. Hauptsache jetzt pimmelt, der fucking Daywalker kommt und zerschnipselt Vampirwichser. Und das so brutal Nicht mehr und wie nicht weniger. So brutal wie es noch gerade geht. Richtig. Weil das werden wir wahrscheinlich eh nicht mehr kriegen, so ein Blade wie wahrscheinlich- wie es davor wahrscheinlich war, weil nicht, der ne? muss ja irgendwie ins MCU passen. Dann. Ja, Marvel hat ziemliche Probleme momentan. So ein bisschen. Ich hab was gelesen, so von wegen, sie wollen den alten Cast für Avengers wieder zurückholen. Das sind Crap. alles irgendwelche Fangerüchte, auf diesen Bullshit kannst du überhaupt nichts sagen. Ja, abwarten. Das Der- war das Einzige, der- weil ich der ganz läuft. ehrlich, der zweite Teil von Captain Marvel, The Marvels, Mhm. soll absolut abfloppen wie die Scheißhölle. Keine Ahnung, ob der läuft da noch gar nicht, weiß man auch noch überhaupt nichts, ob der floppt oder nicht. Läuft der in die USA nicht schon? Nein, der läuft nächste Woche. Also am 7. Mann ist Bundesstaat. Das ist der 7. der Donnerstag? Na, das ist der Montag. Ja, dann läuft er halt. 9.. Am 9. umeinander, da ist allgemein Start. Keine Ahnung. Da floppt noch gar nichts. Da haben wir uns schon öfters mal drüber unterhalten, wie super toll Marvel ist. Das muss auch werden. Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut, mit Haupt. Guardians of the Galaxy war gut. Ja. Rest absolut Auf jeden Scheiße. Fall. Loki, Staffel 2 läuft jetzt gerade, die ist leider auch verhältnismäßig langweilig. Vor allem im Vergleich zu der ersten, die war richtig cool, aber bei der zweiten weiß ich jetzt irgendwie überhaupt nicht, wo das hinlaufen soll gerade. Das ist irgendwie so. Es wird alles so krass. Das ist zu viel alles. Das ist einfach alles zu viel. Das ist zu schnell zu groß geworden. Was ich nachvollziehen kann, ich habe bis Endgame auch anders hardcore gefeiert.
Der fucking Iron Man ist ein absoluter Genie-Cast gewesen. Alle anderen waren eigentlich ziemlich cool gecastet. Die Filme waren fast alle ziemlich gut bis dahin. Und dann ist das einmal, geht so steil nach oben und auf einmal geht es für mich so steil nach unten. Keine Ahnung. Weiß es auch nicht. Schade drum. Ja, mal DC, gucken, was dass sie machen. DC gar nichts geschissen kriegt, nervt mich auch. Da bin ich mal gespannt, wie es jetzt mit dem James Gunn, wenn der das jetzt dahinter weitergeht. Was macht der? Der hat die Guardians-Teile gemacht. Der hat Das den, ist der James Gunn, genau, ja. der hat den der Suicide Squad hat er gemacht, also den zweiten. Der ist auch in Ordnung, ja. Und der ist jetzt praktisch Co-Chef von den DC-Zeug, von den DC-Filme. Er selber... Weiß man, was da so kommt? Oder was da so Ja, die haben schon so geplant einen 10-Jahres-Plan gemacht, also es wird alles hineingecastet. Ich glaube, die einzigen nur nicht... ist? Gibt da keinen Patterson-Batman mehr, oder wie? Den schon noch, weil es gibt dann so das DC-Universe und dann gibt es so eigene Geschichten, wie zum Beispiel der Joker, das ist aber eine eigene Geschichte, eine eigene Interpretation. Für Batman mit dem Pattinson bleibt eine eigene Interpretation, aber es gibt so eine Hauptlinie praktisch. Und ja, da gibt es Superman, Batman, ich glaube, so Bold and the Brave, oder wie der heißt, wird gemacht. Serien sind aber, da ist dann alles verknüpft, auch, also Filme, Serien, animierte Serien und so weiter, das hängt alles zusammen, die Sprecher, also die Schauspieler aus den Realfilmen sprechen eine Figuren auch in animierte Serien, er hat so einen riesigen 10-Jahres-Plan bis jetzt schon mal ausgelegt. Okay. Hört sich cool an, die ganze Geschichte, mal schauen, was am Ende dabei rauskommt. Einzige, was jetzt neu gecastet ist schon wieder Superman, aber ich kenne den Typen bisher nicht, da müsst ihr jetzt nachschauen. Aber das wird auch der James Gunn, der macht den ersten Superman-Film, macht er selber. Da bin ich. Ja, nach dem Henry Cavill, muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man sich ordentlich ins Zeug Aber wird legen, schwer. weil der ist dafür auf die Welt gekommen Ja. für diese Rolle. Das wird richtig schwer. Das ist die einzige, ich habe so ein Meme-Battle gesehen, da steht der Henry Cavill gerade gefühlt schaut aus, als da der frisch aus dem Fitnessstudio käme. So schaut er immer aus. Was Das soll ist, das? ja, und steht neben so einer Superman-Figur von ihm selber und da sagt der Henry Cavill ist der Einzige, der neben seinem eigenen Perfect Body noch besser ausschaut wie sein Perfect Body. Gibt's Steht das da so nicht, das ist ein sehr sprakel, der Typ. Am I gay? No, Henry Cavill is just so fucking hot. Ja, das ist absolut richtig, ja. Das ist das Einzige, wo ich sage, so, ja. Ja, da bin ich jetzt auf alle Fälle mehr gespannt, weil das Snyderverse hat so viel Potenzial gehabt, aber die haben diese scheiß Produzenten da bei Warner haben das so kaputt gefickt, dass es nicht aussieht. Also der normale Justice League-Ding, Das das ist so ein ist Frecher eine gewesen. dermaßen schlechte Scheiße, das ist unerträglich und wenn du geworden. den Ich hab- Vergleich anschaust zwischen der Vision vom Snyder, also den Snyder Ja, Cut, und ja. das, was sie daraus gemacht haben, dann sagst du mir, was man eigentlich hätte haben können. Und ja, aber. Da habe ich auch nicht dran geglaubt, bis ich die Snyder-Version gesehen habe. Da habe Ja. ich gedacht, wir möchten die, ich habe keine Ahnung, Keine Chance. das ist unmöglich. Ja. Und dann habe ich den Snyder-Cut angeschaut und nach 2,5 Stunden, der dauert 3,5 Stunden oder so, Vier. oder 4, und ich glaube nach 2,5, 3 Stunden habe ich mir dann so gedacht, hoffentlich hat der Film niemals auf, Ja. der ist unfassbar gut, ich Das flippe ist gleich aus. Oder Wie die ist das besten möglich? Ich weiß Comicfilme es aller nicht. Zeiten. Das ist Und ich, Wahnsinn. bei jedem, ich reg mich auch drüber auf, weil der Flash so behindert läuft, das ist so geil. Das ist so geil in der Kinofassung, der Lauf wie ein geistig Ja, ja. Behinderter. Das ist so wie wenn furchtbar. ich in die Lebenshilfe eingehe und Der suche Lauf- mir den größten Mongo aus und sage, lauf. Der läuft wie Ray bei Episode 7. Ja, das ist auch sowas. Und bloß, dass der Flash das Maul zumachen kann und sie nicht. Da muss ich mit drauf aufpassen. In jedem Star Wars Film, die immer so. Und immer das Maul auf. Ich weiß nicht, was das soll. Oh Gott. Ich hab den Bypass überbrückt. Ich hau mir ein Maul wie manch andere. Egal. Und da läuft er wie ein Behinderter und im Snyder Cut, wenn du da mal drauf aufpasst, da siehst du vom Flash fast nie seine Füße. Ich glaube kein einziges Mal, wenn ich so drüber nachdenke. Und wenn dann nur, wenn er auf Kamera zuläuft von ganz weit weg und sobald er herkommt und du erkennst, wie behindert dass er sich bewegt, wird er dann setzt er abgeschnitten ruhig durch. langsam, aber sie. Der Flash. Ja. Wenn du jemals meinst, du bist nutzlos auf der Welt, dann denk an Flash, sein Motorrad. Wow. Was bei der Flash ist. Ja, der Schnee. Der Schnee. Da war der Film also. Den habe ich nicht angeschaut. Ja, der Ja, was ist das, Alter, geil, sie holen ein Ding an Michael Keaton als Batman zurück und alles. Da bin ich gespoilert worden, leider. Richtig, ja, da kannst du gar nicht aus, weil das ist ja überall breittreten worden, allein als in der Werbekampagne. Und dann, schon. das ist ja der einzige Zweck. Und Genau das ist aber der selbst- einzige Zweck. Und selbst das hat den Film, also das war. Wir wissen, dass wir einen absoluten Scheißdrecksfilm da haben, wir reißen wir das aus. Ja, machen wir irgendwas krass für die Fans, ja, holen Michael Keaton zurück. Ja, Genau so genau. ist es gelaufen. Das Oder war echt. funktioniert dann. Ja. Nein, hat Ich nicht, weil das wollte ist gerade sagen, ich der, habe nicht recht viel von dem das ist der Flash-Film gehört. unter anderem, das ist ja der größte Flop im Kino gewesen. Ich glaube, der und Mission Impossible 7.1 sind die zwei größten Flops. Und bei Mission Den habe Impossible ich ist auch echt gesehen. schade. Da war ich auch ein wenig sehr enttäuscht, muss ich sagen. Weil ganz ehrlich, Tom Cruise-Filme sind fast immer unfasslich gut. Ja. Also nicht bloß gut, sondern richtig, richtig gut. Und die Mission Impossible Reihe, die habe für mich bis jetzt noch nie einen Durchhänger gehabt. Nein,
Vor allem, ich hab ihn lang weggepackt und was Fallout ist der 5. Was glaube war ich. denn die ganze Zeit? Weiß ich nicht, weil er nicht mitschmeißen kann. Na, ich Spiel. hab mich nur gefragt, ob bei Mission Impossible, ob das nicht über irgendeinen Barkeeper geht. Eieiei. Oh Gott. War mein Fehler. Müssen wir mit die restlichen 11 Minuten noch umbringen. Keine Ahnung. Haben wir einen Pfotzen von. Brauchen wir, Tatsächlich. wir brauchen drei Gamepads brauchen wir. Das klang Kann jetzt- man eine Special-Folge an Silvester machen, eine Stunde lang, war lecker Controller. Das nehmen wir 5 Minuten auf und ich tue das dann in den Loop ein, das gespannt keiner von denen Vollidioten und dann, Ja, und für Spotify, da machst du einfach nur die 5 Minuten und dann machst du Schluss. genau, dann machen wir Stundenlang und am Schluss Genau. machen wir den Ton aus. Ja, Das dumm ist eine Batzen. gute Ja. Idee. Kapieren das gerne, ja, In den genau. letzten 3 Sekunden sagen wir nur irgendwas. Gute Idee. Zuhörer sind ja ehrlich nicht ganz knickig. Ja. Verstehe nicht, warum sich das wirklich jemand anhört, anschaut, keine Ahnung. Die sind nicht einfach leicht zu begeistern, die Ja, das stimmt. Die haben Aufmerksamkeitsspanne vom Dreijährigen offensichtlich. Schau mal, Controller. Ja, schau mal, Und Controller. Und ein Humor vom Flocki. Ja, Ja, das ist verständlich. Der ist auch gut im Vergleich Achso, zu manchen anderen. das habe ich nicht gewusst. Entschuldigung. Ja. das habe ich auch nicht gewusst. Ne? Ja, weiß So, jetzt haben wir wieder nicht, so viel Kennst über, du nicht. über Filme und Serien gelabert, Florian. Erzählst jetzt du mal wieder was. Genau. Ich muss, Ja, was eine ich Frage weiß, an die was ich Runde. muss, ich muss pissen wie ein kleiner Schüber. Glückwunsch. Ah, du Wichser. Tu es. Tu es. Vielleicht bin ich der mit dem Pipperl-Herpest. Na, das bin safe ich. Vielleicht hast du es von mir. Das kann natürlich sein. Ich weiß nämlich Vom nicht, was Zipfelfechten. jetzt. Du willst eine Frage nicht runterstehen, hauen Sie rein. Gibt jetzt dieses Thema, das momentan immer wieder aufploppt. Gastronomie. Was haltet ihr von Ploppt 7 das oder immer wieder 19? Ja, Moment. Weil sie jetzt momentan da am Rangeln haben, ob sie 7% Rangeln. Am Rangeln. Rangeln. Wenn Sie Gasthofbesitzer gegenseitig rangeln, wer der Behindertste ist von alle. Ja, und dann kommt der McDonalds Sepp und sagt, ich gewinne. Hast du gewusst, dass der Ronald McDonalds mehr Leute auf dem Gewissen hat wie der S-Clown? Und Was du, wer der S-Clown ist? Die haben sogar ich gesehen, ja. den Neuen oder den Alten? Den Nein natürlich. Ah, Mann. siehst du, das kann man mal da. Ja, ja. Aber Was gut. der? Das ist schon. Es? Wow! Aber fucking Jingle! Gibt es eigentlich dümmere Leute als die statt S sagen Es? Das habe ich als Kind da. wenn Ja, ich du nicht bist gewusst ein habe. ein dummes Kind gewesen. Genau, wollen wir Ja, sagen. Aber vielleicht irgendwann so. wird man erwachsen und sollte man wissen, es heißt einfach S. Warum sagen, also, und die Filme sagen es auch immer S. Warum sagen Leute immer nur, oh, leck, hast du Es gesehen? Ich habe noch nie 2 Es hintereinander gesehen. Was möchtest du denn von mir? Verstehe Ja, ich, was du möchtest, du Vollidiot. Ich komme nach Hause schon nicht mehr aus, was? Aber weiter. Gastro. Gastro? Aufploppendes Thema. Ah ja. Noch nichts davon gehört. Mann, warum nicht? Was ist denn eigentlich? Ja, aber das ist mit 7 oder 19? Prozent Mehrwertsteuer. Habe ich tatsächlich auch gehört, ja. Im Ja? Radio habe ich das tatsächlich irgendwo gehört. Plakat. Es Ja, wird ja Leute momentan fahren. jetzt die ganze Zeit darüber debattiert, ob man die 7% wieder hochsetzen sollte auf die 19 oder eben nicht. Wird's getan, oder? Das wird ab. Also das ist schon. Na, ist noch nicht. Ist zum 1.1. wird Was es kommt? wahrscheinlich wieder hochsetzen. Was jetzt da, Das ist aber die Frage. was da auch nicht ganz unerheblich wird, ist, haben die nicht dieses Jahr und letztes Jahr diese CO2-Steuererhöhung ausgesetzt aufgrund von Corona, bla, irgendwas, und jetzt kommt es dann dreifach ab 1.1. Da bin ich jetzt leider Ja, raus. weiß ich nicht, bevor jetzt wieder, Weiß nicht. Achtung, gefährliches Halbwissen, aber irgendwie so. Und dann wird Öl, Gas etc. an sich einen Schwung da, also jeder noch mehr rauskotzen kriegt. Verdammtes Ölgas. Ja, das die Frage Ölgas- ist, ob es nicht gleich bleibt, weil die Preise einfach so in den Weg gesetzt haben. Generell. Ich verstehe nicht. Warum versteht es mich nicht? Keine Nein, Ahnung. es geht gerade um Gastronomie übrigens. Ja, okay. Gastronomie, Ja. 7%, 19%. Es ist aktuell auch wegen Corona, es ist auf 7% Genau, also gegangen, praktisch, um die damals zu unterstützen, haben sie praktisch die Mehrwertsteuer generell von 19 auf 7 runtergesetzt. Jetzt nicht nur, wenn du es abholst oder so, sondern auch, wenn du da isst. Ist ja wie bei McDonalds. Bei McDonalds war es doch früher so. Kennst du die Geschichte nicht von McDonalds? Die haben doch damals richtig Probleme gehabt, weil bei McDonalds ist ja so, wenn du das Essen dort isst, war es ja früher so, dass du da 19% zahlen hast müssen und wenn du es mitgenommen hast, dann zählt das als Grundnahrungsmittel, weil du ja praktisch, ja, und dann hast du 7% Mehrwertsteuer gesagt. Und deswegen sind die, wenn du da an dem Tresen gestanden bist, haben die früher immer gesagt, zu mitnehmen. Und wenn du dann sagst, ja, dann zahlen die natürlich Das nur sechste Mal in was für einem geistig behinderten Scheiß Bürokratieland, dass wir wieder hocken, sobald ich draußen mit dem Auto die Tüten mitnehme, ist auch was anderes, als wenn ich einige und nicht mehr Tüten, das ist so behindert. Völlig klar, du brauchst doch kein Tablett nicht. Es ist so behindert. Ja, aber das eine ist halt praktisch, du unfassbar. gehst dann zum Essen, dann ist da Luxus. Und das andere ist, es ist eine Grundnahrung, weil du hast jetzt Hunger und musst jetzt unbedingt was essen. Das ist der Gedankengang dahinter. Ich gehe ja nur zum Essen, wenn ich einen Klangerer habe, nicht wegen dem Hunger. Das ist wirklich krass, die wie, Ukrainer wie, selber. wie, wie man bei uns da in diesem Bürokratie-Scheißdreck umeinander pimmelt,
mit sicheren Sachen. Das ist ein schönes Beispiel für sowas, wo sich jeder normal denkende Mensch sich fragt, hat da eigentlich jemals jemand konkret darüber nachdenkt, was das für eine Scheiße ist? Pemmel. Für eine sinnlose. Pemmel. Und jetzt, was ist jetzt deine Grundfrage so? Das wird, glaube ich, wieder aufgesetzt, oder? Das ist die Frage. Wurde abgelehnt, dass es so bleibt. Nein, es ist momentan ja immer nur der Stand, dass nur nichts Das habe ich aber im August schon gehört, dass das schon länger wahrscheinlich. länger Da reden sie immer noch. Hat er an sich, glaube ich, bei der Festlegung schon Ablaufdatum gehabt, oder? Ja, 31.12.23 war das Datum. Deswegen wird aber, selbst wenn die bei, 7% bleiben, dann wird keiner in seine scheiß Restaurants drin das Essen günstiger machen. Niemand wird das tun. Nein. Darum sollen es günstiger nicht, aber richtig die schön gehen ja alle- 19% die wieder möchten draus alle- machen. Ganz einfach. Ja, die möchten ja alle dann teurer werden. Aber das ist halt jetzt momentan mit dieser ganzen Inflation und sowas. Und wir gestern erst im Radio gehört, glaube ich, Essen soll ja kein Luxusgut werden. Essen gehen. Fragt das mit Nestle. Entschuldigung, Nestlé. Nestlés. Nestlé. Hevre. Nestreva. Nestlé. Nostrovje. Hey, PlayStation Ja, Controller. wollte ich gerade sagen. Ja. Aber was ist jetzt die Frage dazu? Ja, was man da verholt. Wolltest du einfach nur erzählen? Ob sie es gut findest, wie steht das dazu? Was meinst du, 7 oder 19? What's the... Nein, es wird alles deiner, mir geht's voll auf den Sack und ich bin mir halt sicher, wenn die bei 9%, 7% Mehrwertsteuer Na, bleiben, 19. bleiben ja die Gastronomen mehr übrig, dementsprechend. Das, was sie ja momentan haben, ja. Ja, und selbst wenn es so bleiben würde, dass keiner seine Preise wieder um Es geht ja 10% auch nicht, nein, es geht günstiger auch nicht um runtersetzen, sondern um hochsetzen, wenn jetzt die Steuer wieder hochgeht. Dann wird es weil- noch teurer, bis eh schon ist. Ja, bei euch ist ja Herzlichen Glückwunsch, dann geht kein Mensch mehr essen und dann machen sie alle zu. Ja, Da genau. gratuliere ich Das ist ja dem, der das entscheidet. Ist ja ein Riesending. Ich würde sagen, trefft euch in der Mitte. Lass jetzt sein. Machen wir 12. Machen wir 12. Nein, Ja, 14. warum kann da keiner Wir so haben so ein outside the box denken, dass man dann sagt, ja, 1902 sind wir zwingen, Ja. machen wir 12. Ja, weil es hat Speziell für Gastronomen es fertig. sind ja schon 3 verschiedene Steuersätze. Ja, oh nein, die kennen die nicht bis 14. Was ist mit denen? Ja, nein, die müssen ja bis 19 ziehen. Oh, Scheißen. Scheißen. Das ist irre. So weit kann keiner Warum geht denn sowas nicht? Ja, das haben wir schon ein bisschen gemacht. Deswegen wahrscheinlich. Nein, es gibt ein Formular, da gibt es entweder 19, 7 oder 0%. Und jetzt kämen wir es nicht mit 12. Gibt's nicht. Sehen Sie die Zahl hier? Sehen Sie die irgendwo? Können Sie nicht lesen? Hat nicht irgendwann einmal jemand gesagt, es war schön, wir müssen Bürokratie abbauen, bla, Steuererklärung muss auf einen Bierdeckel passen. Wir hatten das gesagt. Keine Ahnung. War das der Stäuber? War ja nicht mehr. Können Sie nach Eiwachen auch. Ja, aber es ist aber auch wahr. Also die Steuerformulare, das ist echt... Ja, das ist ja fest. Ich sitze gerade da und denke mir so, wo steht das Geld, was ich kriege, weil alles andere kapiere, Ja, was da drauf steht. kein Mensch kann das irgendwie anständig selber machen, außer du setzt dich damit stundenlang auseinander und Ja, jetzt mittlerweile ist Schlagfall. Mittlerweile geht es tatsächlich relativ einfach, aber es ist trotzdem, wenn es komplett allein bist, dann googelst du relativ viel dazu. Da bist du auch nie 100%. Aber sie haben halt jetzt Stunden- zumindest die Möglichkeit, endlich 2022 oder 2021, meine, haben sie so geschafft, dass man jetzt die Daten vom Vorjahr übernimmt bei seinem Ding, was man selber macht. Also ich frage mal ChatGPT. Guter Punkt, ChatGPT hat jetzt einen Zugriff aufs aktuelle Internet. Ja, hast du schon gesagt, das haben wir doch schon Ja. gesagt, glaube ich sogar, oder? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht macht dieser mal eine Ding. Steuererklärung. Weil wir vorher gesagt haben, Hallo, ChatGPT. Mission Impossible und AI, kommt ja davor, der Joe Biden hat mehr Angst vor AI, seitdem er Mission Impossible Dead Reckoning gesehen hat. Und sag, Ja, zu Recht auch. Es gibt viel genug Zu Recht, wenn Stimmen. sie da 95-jährige alte Mo einen Film über künstliche Intelligenz schauen und sagt, ich glaube, really afraid of this. Ja, schon. Margaret, where's my coffee? PlayStation Control. Was? Ja, genau. Das ist so geil, wenn er piss myself. Es ist einfach so geil, wenn er der Trump, Again. I grab der her by the Trump pussy. verarscht auf seine Reden, aber das gefällt mir so gut. Du kannst sagen, was du willst, aber immer wieder muss ich sagen, sometimes I miss how he pronounced China. Der orange Mann wird zurückkommen, ich garantiere es euch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Orange wird zurückkommen, ich garantiere es euch, weil es Leute Nicht genau schlimm, sehen, die Was machst Sachen du mit feiern. Orangenmann? Die Annoying Orange. Die neuen Orange. Ein Trump halt, die scheiß Orangenschädel. Wahrscheinlich. Ein Trump darf ja beschimpfen, weil den hassen sie alle offensichtlich. Aber wenn den sind, ich verstehe es nicht, macht keinen Sinn. Ich finde eigentlich schon lustig, steht er in seinem Pult dort und fuchtelt umeinander und redet Das mit ist beiden jetzt und so dann tut er geil. so, als der von der Bühne gehen und finden da oben vor lauter Behinderung. Da Das ist so einen geilen das ist so Redenvergleich gesehen zu dem Thema, als der Bin Laden erschossen worden ist, hat er der Obama eine Rede zum Volk gehalten. Und was war die Rede, über die der Ding da geschmerzt hat? Wie haben sie da Ich verrammt? weiß nicht, Gaddafi oder irgend so. Ich Boah, weiß leck, nicht. dieser Vergleich, und
There was a lot of shooting, a really lot of shooting. Shooting and explosions and it was der verzeiht And we killed him like a dog. Ja, genau. He died like a dog. He died like a dog. Das ist so geil. Da waren wir voll sachlich, weil er sagt, ja, okay, genau. Und er so, shooting here and shooting there and explosions, it was und ein Dog hier und dann so He died like a dog. seine Haare sind wieder so davor gestanden. Das ist so geil. Und deswegen funktioniert es. Da gibt es einen ganz bestimmten Moment damals, wie der Präsident geworden ist, einen ganz bestimmten Moment. Da war schon so weit, dass er oder Clinton, und dann gibt es bei den Amis dann so diese TV-Duells. Der eine auf der anderen Seite, und dann kriegen die Fragen und dann darf der eine den anderen aufragen. Zeit für ein Duell. Ja, genau. Und da gibt es einen bestimmten Moment, da ist dieser Trump-Typ da hat er die Präsidentschaft gewonnen. Und da verzeiht zuerst Hillary irgendwelche Geschichten von wegen, ja, der hinterzieht so unfassbar viel Steuern und was weiß ich, ist bloß Multimilliardär deswegen und nimmt er jede Hintertür und nimmt er Geld her und so weiter. Und dann ist er dran und sagt, eiskalt, das ist richtig, und genau das tue ich. Und das ist genau der Hillary, deine Geldgeber und so weiter, die tun das auch alle. Und wenn du das nicht wollen würdest, dann darfst du was dagegen tun. Und in dem Moment hat er die Präsidentschaft gewonnen. Weil sich jeder denkt hat, heilige Scheiße, der sagt tatsächlich, was es ist. Da bin ich mir sicher. Und deswegen funktioniert er das, wenn er einen Biden auf der Bühne verarscht. Alter, der ist 100 Jahre alt, der weiß nicht einmal, wo er von der Bühne runterkommt. Er hat die Stage noch nie gesehen. Ich auch nicht. Aber ich kenne Treppen. Da ist ein Treppen. Und da ist ein Treppen. Da steht Exit. Ja, und er so... I grab her by the pussy. Das ist ja wie der Peter Griffin, oder? Fällt einfach von vorne. Und das ist halt schon krass, dass eines der mächtigsten Länder, oder nicht, wenn nicht sogar das mächtigste Land, von einem Grenzdebilen regiert wird. Das ist eigentlich der mächtigste oder einer der mächtigsten Männer der Welt. Ja, und der, Das ist der Eiwanger. der Eiwanger, der soll Präsident werden. Ja. Der Eiwanger, Aber das würde eher sein Bruder. Ja, wahrscheinlich. Ja, wenn es so weitergeht schon. Ja. Ja, das ist schon geil, da bin ich gespannt. Da haben jetzt dann Wahlen, oder? Das geht jetzt dann so im Januar, Februar, geht es dann los wieder mit der Dingspuscherei und so. Es geht ja jetzt schon wegen los und der orange Mann kommt zurück. Bin gespannt, Mark das my wird words. Ich schau momentan ja House of Cards. Ich weiß nicht, ob ich die Serie Ja, die kenne hab ich es. gesehen. und diese Parallelen in manchen Dingen, Brutal, auch um ja. diese Themen mit Russland, Israel und solchen Sachen, die greifen die schon, auch weil die sind ja schon ewig alt, diese Staffeln, Ja. aber die greifen die Fall wirklich in vielen Dingen recht gut auf. Also so wie sie Die es widerspiegeln. Dinge Also, sind ja schon Das ist immer eine gleich. super Serie, House of Cards. Das ist echt Wahnsinn. Habe ich nie Also, angeschaut, aber Diese ich liebe Intrigen, die Kevin der da immer schmiedet, ist aber es sind ist so richtig krass. geil. Da stehe ich manchmal da und denke mir so, geil. Also richtig, ja. Friday auf die letzte Staffel. Echt? Ja, nein. Okay, dann nicht. Dann gefällt mir nicht. Da ist er ja dann aufgrund von die Vorwürfe. Mann, ich damals- muss nicht wissen. Ja, das ist ja kein Okay. Spoiler, aber jetzt haben sie auf die Grund von die Vorwürfe ist er dann aus der Serie rausgeschrieben worden und dann übernimmt sie die Hauptrolle. Und wo nichts war, ist, oder? Am Ende des Tages, meine ich, war jetzt halt, also es gab irgendwas, wo er gesagt hat, das war so, aber das meine ich, war aber nicht hundertprozentig so. Der aber war er ist, bei nicht, Rammstein in der ersten Reihe. er ist damals. nicht schuldig gesprochen worden. Man, Es geht übrigens über den Kevin Spacey, einen der besten Schauspieler auf diesem Planeten. Kevin Spezi. Kevin Spacey. Und die dachten alle, der Kevin ist spicy. Da brauchen wir noch einen Titel. Der haben auf alle Fälle einen Kevin Spacey. Kevin Spacey findet den Weg von Bühne nicht. Kevin Spezi Eiwanger gefällt das. Kevin Spezi wird von der neuen Orange von Bühne geführt. Zauberhaft. Zauberhaft, ja. Ja, sind wir schon wieder fertig, kein Bock Ja, mehr. Zeit wird's. Pisst euch drauf. Ich muss so Lulu. Ja, ich muss Mit der von uns jetzt zu dermaßen dritt pissen, wie ums Sau. Klo hinstellen. Ja, Mann. Super. Das Birgit Ja. freut sich, wenn es putzen muss. Nice. Na, der Birger, der ja, pisst. ich bin dazu verdonnert worden, weil sie aber rundum pisst, die Hurensohne. Stimmt gar nicht, da sitzen wir immer Ich hier. pickel immer das Conny, Waschbecken. Dankeschön fürs Beitragen von PlayStation Controller. So sollte die Folge eigentlich heißen. Hey, PlayStation Controller. Das wird eine gute Folge. Raschbiblet! Floriane, Dankeschön für den Beitrag. Ich danke mir selbst für den Beitrag. Bitte liken Sie dieses Video und machen Sie ein Abonnement. Kostenlos. Ja, PlayStation Controller. Alter, Ich spiele jetzt Mario und springe, wieso? traust dich nicht. Ja, genau. Mario Kart so fahren. Jetzt verpisst euch. Movement. Bis nächste Woche, Sonntag um 1. Okay, ciao. Raucherpissen, Kack. Raucherpissen. Perfekte Wochenende. Raus.